Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und ich habe was Interessantes rausgefunden. Und zwar, wenn man in die Konfiguration reingeht und hier reingeht, kann man das Ganze ein bisschen lockerer machen. Ich schalte es jetzt erstmal auf 20. Und ich denke, das wird immer noch laut genug sein. Das Spiel ist echt richtig laut. Und wir machen weiter im Geschäft, im Reaktor 5. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, hat er wieder Kopfschmerzen, der Buh. Oh. Da ist was passiert. Papa! Sephiroth! Sephiroth hat das Arge da, oder? Sephiroth, Soldat, die Annelien, Makroreaktore, ich hasse Alminana. Ja, hat sich das Schwert geschnappt und ist hier gerannt. Alter, reiß dich mal zusammen her. Alles klar bei dir. Tiefer. Hä? Nee, vergiss es, wir müssen weitermachen. Dann machen wir doch auch weiter. Okay. Alle wieder in ihn rein. Boah, wie das klingt. Okay, da haben wir jetzt wieder was dran gepfriemelt und weiter geht's. Okay, ich kann mich immer noch bewegen. So, dann können wir... Da können wir irgendwie nie durch. Das finde ich ein bisschen schade. Können wir jetzt aber genauso gut auch hier nochmal speichern, wenn wir schon durch sind. Wir haben ja auch schon ewig nämlich gespeichert. Okay. Ich muss auch sagen, jetzt ist es auch von der Soundqualität wesentlich angenehmer und dröhnt nämlich so in die Ohren. Und natürlich wieder ein spontaner Zufallskampf. Ich liebe die Kampfmusik. Ach Gott, ja. Cloud hat sogar Limit-Attacker. Aber die hebe ich mal auf an Bossgegner. Und zack, den Ende Kasper haben wir fertig gemacht. Dann zaubern wir doch lieber nochmal rund. Da 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 da. Herrlich, ich liebe die Musik. Wow, das hat ja richtig schade gerissen. Okay. Zack. Und mal gucken. Ach Gott, Zwemo kann er angreifen, der edle Herr. Und, hatten das fertig gemacht? Jawoll. Da 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 da. Herrlich. Und mir eine Level abkriegt. Cloud ist Level 10, Barret Level 9 und die Tifa Level 7. Paar Gil haben wir auch noch gekriegt. Ich weiß nicht, es wird eigentlich, glaube ich, nur in der neueren Final Fantasy mal gesagt, aber ich habe die nie gespielt, noch 12. Sachen die eigentlich, hieß die Währung Jill oder Gil? Das würde mich mal interessieren. Früher habe ich immer Jill dazu gesagt, aber ich glaube mittlerweile, das heißt einfach Gil. So, dann wieder hoch. Aber wundert mich, dass die Bombe noch nicht einen Zeitzünder dran hat, der abläuft. Zack. Ansonsten, wenn ich ein Problem hier habe, muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Wenn das jetzt Kappes war, was ich doch geschafft habe. Aber es kommen ja nicht so viele Zufallskämpfer. Ja, kaum habe ich es gesagt. Ah, Präventivangriff, sehr geil. Das heißt, wir hätten sofort die Möglichkeit anzugreifen. Und ich finde, wir sollten das auch nutzen, dass wir Zauber haben. Und sollten die Materia stärker. Natürlich bei solchen Robotergegner hilft Blitz natürlich am meisten, das ist klar. Ich finde aber auch die Animation ist sehr geil gemacht, wie die zaubern und wie die zum Schluss ihr Siegespose jeweils machen. Das gefällt mir immer sehr gut. Ah, Tifa ist kurz vor Level 8. Okay, dann hier wieder raus. Und wack. Schalter ein. Dann geht's hier raus aus dem ganzen Saftlader. Aha. Immer Truhe mit Äther erhalten.
Da kommen wir nicht rein, obwohl da ein Speicherpunkt ist. Aha. Jesse hat gesagt, wir müssen auf einmal alle Tasten drücken. Hat das geklappt? Geht nicht, probieren wir es nochmal. Okay, nochmal. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Ach Mann, jetzt habe ich mir aber extra dappig angestellt. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Na Allah. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Ah, leck mich doch am Käppel. Ach Gott, komm. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Jetzt aber. Na Allah. Dann kommen mal angewurstelt, ihr Figürler. Und dann geht's dort hier. So, Speicherpunkt. Haben wir ja noch nie gemacht. Deswegen sollte man das mal dringend noch holen. Jo, natürlich will ich. Sau gut. Weiter geht's. Hier scheinen aber auch Kämpfe zu kommen. Oh, schöne Animation. Wir sehen von hier aus die Platte, wo die Leute wohnen, wo sozusagen die Overstadt bildet. Und unterhalb von der Platte sind die Slums. Aber von hier aus können wir auf die Platte gucken. Und der Mitteldeel von ganz Midgar nimmt ja auch der Shinra-Turm ein, das große Riesengebäude. Hier lang! Oh, das muss immer erwartet worden, wie es aussieht. Annelien-Soldaten? Was zum Henker geht denn hier ab? Es ist ein Fall. Oh. Oh, Motor. Der Präsident von der Annelien? Was macht denn der Präsi hier? Ihr seid also... Wie war das nochmal? Der Chores merkst du gut und du bist der Präsident von der Annelien, ne? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Ah, du. Du bist der von Soldaten zu den Chores gewechselt ist. Ich sehe es an deiner Haare, dass du mit Marco in Berührung gekommen bist. Sag mal, Verräter, wie hegsten? Wolk. Sorry für die Frucht, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer aus dir werde mal vielleicht ein neues Sephiroth. Ja, Sephiroth, der hat's richtig drauf gehabt, der war genial. Vielleicht ein bisschen zu genial. Sephiroth? Das geht mir doch am Betzel vorbei. Bald geht hier alles mit dem riesen Knall in die Luft. Geschieht euch grad recht her. Was für Verschwendung von deinem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch da loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was da einfällt? Ungeziefer! Die Annelien, ihr seid Ungeziefer, die den Planet umbringen. Du bist auch ein Ungeziefer, also halt los die Gosch. Ihr langweilen mich. Ich hab viel zu tun. Also sorry, ich muss zum Bankett. Bankett? Mach ihr keine Witze? Ich bin noch nicht fertig. Ich hab euch einen Spielkamerad besorgt. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Oh. Darf ich wohl bekannt machen, das ist der Airbuster. Ein technischer Soldat, der stammt aus unserer Abteilung für Waffeentwicklung. Die Annelien macht jetzt nämlich auch Waffe her. Ich bin sicher, dass die Daten, die er eure Leiche abzwacken wird, für unser zukünftige Experimente durchaus mal nützlich sein könnten. Techno-Soldat. Ich hab gedacht, die gibt's nur in der Disse. Alamol. Halt, Präsident. Hey, Wolk, wir müssen was gegen Dendo machen. Hilfe, Wolk! Ist das ein Soldat? Nee, ist nur Maschine.
Es ist mir doch gerade egal, was das ist. Ich mach's fertig. Boah, die Stimme von Barrett noch zu machen, das schlaucht meine Stimme ein bisschen. Okay, wir zaubern mal und machen hier einen Limit-Angriff drauf. Dann dreht er sich, glaube ich, auch um. Oh. Ja, jetzt dreht er sich um. Und dann müssten die Attacke von Cloud so richtig erwischen. Im Rücken kriegt er natürlich mehr Schade, das ist klar. Gegenangriff. Der Barrett hat aber jetzt auch nochmal seine Limit-Attacke drauf. Ausführung von Programm 1. Oh. Na, macht er auch was? Rosa Bombe. Igitt, das hat ordentlich Schade gemacht. Feuerball. Jetzt gib ihm was. Zack. Okay, das war ein kritischer Treffer von der Tifa. Aber ich sollte mal dringend der Barrett heilen. Und der zaubert weiter. Großer Bomber. Oh, scheiße, ja, der braucht dringend die Heilung. Und Tifa kann nur angreifen. Sehr gut, Barrett ist wieder vollends geheilt. Ich finde, der macht eine sehr coole Choreografie, der Barrett, dafür, dass es eher ein Kämpfer ist. Okay, du schmeißen wir jetzt mal einen Blitz drauf auf den Wursterhansel. Ah, Barrett kriegt die ganze Zeit auf die Schniss. Nochmal. Okay, das war nicht so gut. Funktion ausschalten. Gegenangriff. Oh, der hat nicht getroffen. Sehr gut. Ich mag auch die Bossmusik. Oh, 200. Da hat's richtig drauf, der Barrett. Jetzt haaren noch ein Feuerball auf die Schniss. Oder ist er schon kaputt? Ah. Die anfängliche Limit-Attacke von Cloud hatten von hinten wahrscheinlich so richtig übel mitgenommen. 16 AP kriegt man 180 Erfahrungspunkte. Tifa hat's aufgelevelt. Und wir haben einen Titanreifehalter. Und sind über 1000 Gil. Und was passiert jetzt? Zack. Die Musik ist auch geil. Es wird explodieren, komm Tifa weg hier. Barrett kann schon nichts machen. Aber überhaupt nichts. Volk, du darfst nicht sterben, bitte, es gibt noch so viel, was ich da... Ich weiß, Tifa. Was packe? Ich bleib cool. Mach das nach Wort, komm. Ich komm schon selbst klar, kümmere dich lieber um die Tifa. Na, Allah, sorry. Hör auf so zu babbeln, als ob es jetzt hier das End wäre. Ja, bis nur her. Ja, und jetzt sind wir von ganz oben runter gestürzt. Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davor gekommen. Was Menschen mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was Menschen mit damals? Was ist denn mit jetzt? Mach dir keine Gedanken, sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, hat sich bewegt. Wie steht's da damit? Ganz langsam, eins darum, anderer. Hallo, hallo? Ich weiß. Hey, wer bist denn du? Hallo, hallo. Ah, okay. Habe ich die Stimme die ganze Zeit falsch gemacht? Ist das auch wieder so stimmliche Leistung für mich? Alles okay? Dieser Kerl in des Slums von Sektor 5. Bist plötzlich runtergefallen, hast mir einen ganz schönen Schreck eingejagt. Ich bin abgestürzt. Ist da uns Blumenbeet hinter den Staatswall abgebremst. Glück hatte. Blumenbeet? Oh, deins? Entschuldigung. Ist nicht so schlimm, die Blumen sind widerstandsfähig. Das ist ein schönes Sonderort hier.
Siehst, dass im Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund wachsen sie hier. Ich lieb den Ort. Da zuckt er die Schultern. Seine Popeye-Arme. Ah, okay, ich kann mich wieder bewegen. Ja, jetzt sind wir in einer Kirche in der Slums von Sektor 5. So treffen wir uns also wieder. Und macht dann Facepalm. So schlimm ist es doch nicht. Erinnerst dich noch an mich? Ja, klar. Ich weiß noch. Du bist die Säuferin aus den Slums, Alter. Du hast Blumen verkauft. Oh, du erinnerst dich an mich. Tja, du hast keine von meinen Blumen gekauft. Naja, schon okay. Sag mal, hast du eigentlich irgendwelche Materie? Ja, schon. Also das findet man überall Materia. Aber meine ist besonders, dazu absolut nix. Toll. Dazu nix. Da weiß man nicht, wie man sie benutzt. Doch, weiß ich, sie wirkt mir einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher, sie hat meiner Mutter gehört. Ich würde gerne ein bisschen retten, fühlt sich schon fit genug. Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Ja, von mir aus. Warte mal kurz, ich muss nur noch meine... Also, Warte mal kurz, ich muss noch meine Blume sehen, bin gleich wieder da. na, dann mach das mal. Vor allem da, wo... An der Ränder, wo so gut wie gar nichts wächst, da guckt sie. Achso, okay, du waschelst jetzt rum. Ich latsche jetzt an und durchs Blumenbeet durch. So wiecht bin ich jetzt nicht. Und so was zur Sache noch. Einen Moment noch. Oh. Da fällt mir was ein. Ja. Wir haben uns doch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiß... Eris. Wir bleiben dabei. Jo, Auswahl. Ich bin die Eris, das Blumenmädel, freut mich. Ich bin die Wolk. Was ich so mach, bin der Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle. Ja, ich mach alles, was erledigt werden muss. Was ist denn so lustig? Worüber lachst du dann? Entschuldigung, es war nur... Oh, da steht einer. Bist denn du für einer? Wolk nicht beachten. So zuckt er wieder mit den Schultern. Und wer bist denn du? Mach da keine Gedanke. Na, la. Sind wir doch raus? Raus können wir auch nicht. Mach da keine Gedanke. Okay, was sagst du? Sag mal, Wolk, machst du auch Leibwächterjobs? Du übernimmst doch jeden Job, oder? Wie das klingt. Ja, stimmt. Dann hilf mir hier weg, bring mich heim. Na, la, mach ich. Werde ich aber auch schon was kosten. Mal gucken. Wie wär's, wenn ich immer wieder ausgehe? Da rennt er fort. Da ist er ein bisschen asexuell eingestellt. Ah, ja. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Ich kenne dich. Ups. Und ob ich dich kenne? Die Uniform. Schwester, was ist denn das für einer? Sei still, du Annelien-Spion. Reno, soll man umlecken? Hab mich noch nicht entschieden. Okay, Kämpfer, jetzt zertrampelt noch mal Blume. Oh, die rennt fort. Noch renne ich ihr wohl hinterher. Der Ausgang ist da hinten. Okay, jetzt gehört sie zu meiner Gruppe. Und die lachen einfach nur dappig. Und der Reno, der wieschte Kerl, der latscht einfach durch die Blume. Das waren Makoare. Ganz bestimmt. Los, es gibt was zu schaffen. Dummeldeich. Na. Und nicht auf die Blume treten. Hey, Reno, du bist gerade drauf gedreht, das sind alle kaputt. Du wirst noch höllische Ärger davor kriegen. Oh, okay. Jetzt sind wir wieder in so einem schönen Gebiet, wo wir die Eris auch noch als Mitkämpferin haben. Oh, die macht nicht so viel Schaden.
Feuer. Der kann zaubern. In solche klassische alte Rollenspiele war es ja immer so, dass diejenigen, die nicht so viel Schaden machen, meistens Magier sind. Vor allem, wenn es spielbare Charaktere sind. Okay. Sie hat auch nur Level 6. Jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Ausrüsten. Titanreif. Erhöht unsere Verteidigung von 8 auf 14 und unser Zauberabwehr von 0 auf 4. Das ist sehr cool. Ah, Alle. Alle ist auch recht cool. Das kann kombiniert werden. Wenn das so eine Brücke dazwischen hat, da kann man zum Beispiel das Ding hier raus, Genesung hier rein und alle. Dann kann ich dort mit alle Heiler. Kann ich Heilung auf alle Leute wirken. Dafür brauche ich sowas. Und ansonsten kann ich Kälte und Gewitter hier durchaus als Einzelzauber wirken. Ja, ich lasse das alles mal beim Cloud derzeit. Okay. Da müssen wir rüberspringen. Und ich die Sache, die Verfolgung, die machen wir dann im nächsten Teil von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen wieder. Euer Yankee.